Also, herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Medizinstudentinnen, liebe Medizinstudenten, liebe Gäste. Herzlich willkommen zum ersten Bayerischen Fachärztetag. Wir haben das erste gewählt, weil es wirklich eine Premiere ist. Wir sind auch nervös zugegebenermaßen, aber auch voller Erwartung. Was wird der Tag bringen? Wir haben ja ein straffes Programm. Ich möchte ganz besonders unter den Gästen begrüßen Herrn Landrat Mirbet aus dem Landkreis Regensburg. Herzlich willkommen. Ich möchte des Weiteren meinen alten Weggefährten, Freund und orthopädischen Kollegen Charlie Vetter begrüßen als Vertreter der Freien Wähler. Herzlich willkommen, Dr. Vetter, der heute schon sehr früh zu uns gekommen ist. Vielen Dank. Und wenn wir die Politikprominenz natürlich begrüßen, muss ich und darf ich natürlich auch meinen Vorstandskollegen Dr. Hartwig Kohl begrüßen, der auch als politischer Vertreter mit hier ist für die Freien Wähler. Hartwig, herzlich willkommen. Warum ein Bayerischer Fachärztetag? Warum ein Tag für niedergelassene Fachärzte und warum gibt es den Bayerischen Facharztverband? 3 Fragen. Die niedergelassenen, freiberuflich tätigen Fachärzte garantieren noch eine hochqualitative, flächendeckende und wohnortnahe fachärztliche Versorgung in Deutschland und damit auch in Bayern. Die niedergelassenen Fachärzte stellen neben dem dualen Versicherungssystem in Deutschland eines der beiden Alleinstellungsmerkmale des so viel gerühmten deutschen Gesundheitssystems dar. Beides scheinen manche einer falschen Neiddebatte folgend zum Schaden der Patientinnen und Patienten in Deutschland aktuell opfern zu wollen. Diesen Absichten treten wir als verantwortungsbewusste, freiberuflich tätige Ärztinnen und Ärzte mit Entschiedenheit entgegen. Die niedergelassenen Fachärzte leisten einen enormen Beitrag mit über 53 Millionen Behandlungsfällen im Jahr allein in Deutschland. Sie tragen damit 64% aller Behandlungsfälle, die in den Praxen der niedergelassenen Fachärzte stattfinden. Die niedergelassenen Fachärzte und da insbesondere die sogenannten Grundversorger gehören aber zu einer aussterbenden und damit schützenswerten Spezies. Wir reden nicht über den Mangel, wir haben ihn bereits. Lassen Sie mich das an 3 Punkten belegen. Die aktuelle Versichertenbefragung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zeigte, dass bei den Patienten in Deutschland gefühlt der größte Mangel an den Fachärzten, insbesondere den niedergelassenen Grundversorgern, besteht. Über 40% haben sich wegen längerer Wartezeiten mehr Fachärzte in der Region gewünscht. Zweitens. Die aktuelle Bedarfsplanung belegt, dass es in Bayern eben 384 offene zu besetzende Facharzt- und Psychotherapeuten-Sitze gibt. In der Oberpfalz ist das Verhältnis noch gravierender. Hier stehen 3,5 zusätzlichen Hausarztsitzen nach neuer Bedarfsplanung, 34 offene Sitze im fachärztlichen Versorgungsbereich gegenüber. Drittens. Die Altersentwicklung der Fachärzte ist nahezu identisch mit der der Hausärzte. Und in Zeiten, wo wir über den Facharztmangel klagen, ist es schon bedenklich, dass wir zunehmend auch Zulassungsrückgaben gerade der Grundversorger bekommen, da diese ihre wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht mehr vertragfähig sind. Gerade also der Grundversorger-Facharztmangel in der Region ist Realität. Und die Frage ist, haben wir einen Facharztmangel, frage ich die Studenten und Studentinnen. Bei 70.000 Anmeldungen im aktuellen Wintersemester für das Medizinstudium ist der Andrang ungebrochen. Haben wir also einen Arztmangel oder haben wir nur einen Mangel an jungen Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, unter diesen Rahmenbedingungen in die praktische Versorgung zu gehen? Das ist die entscheidende Frage, die wir auch heute Abend mit der Politik und zusammen klären wollen. Gerade die letzten 20 Jahre hat die fachärztlichen Versorger und insbesondere die Grundversorger massiv belastet. Es wurden Mengen an spezialisierten Leistungen, es wurden neue Leistungen eingebracht, es wurden massiv Leistungen aus dem stationären Sektor in den ambulanten Sektor verlagert, Stichwort blutige Entlassung. Und diese Leistungen haben ausschließlich den fachärztlichen Sektor übermaßen belastet, ohne dass ein Ausgleich geflossen wäre. Die Zeche zahlen die Fachärzte, insbesondere die Grundversorger und letztendlich jetzt die Patientinnen und Patienten,
die um ihre Versorgung gerade in den Regionen, und deswegen finde ich es ganz begrüßenswert, dass Sie als Landrat auch heute hier sind, in den Regionen fürchten und diese natürlich aufrechterhalten wollen. Rückgang der Honorare im fachärztlichen Grundversorgungsbereich um real 60%. Hier ist ein Ende der Fahnenstange erreicht. Ich sage, die Patienten sind in der fachärztlichen Grundversorgung in die Schuldenfalle geraten. Und was momentan passiert, sind nur gewisse Rettungsschirme, die irgendwo immer aufgestellt wurden, aber sie werden langfristig nicht tragen, wenn nicht die Rahmenbedingungen grundsätzlich stabiler, attraktiver und verlässlicher gestellt werden. Die jüngsten Reformentscheidungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mit der fachärztlichen Grundpauschale ist der richtige Ansatz, aber er heilt noch lange nicht die Verwerfungen. Die Krankenkassen und die Politik sind aufgefordert, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, Zuverlässigkeit und allen voran, und das ist die dominante Forderung, mit der wir heute aus dieser Sitzung herausgehen werden, feste und angemessene Preise für die ärztlichen Leistungen zu schaffen, um hier wieder Vertrauen in die Niederlassung, in die Versorgung in der Region bei den nachrückenden, aber auch bei den jetzt auf der Kippe zur Abgabe stehenden Ärzten zu schaffen. Das ist die Steigerung der Attraktivität, die wir von der Politik und auch von den Krankenkassen fordern. Warum den Bayerischen Facharztverband? Der Bayerische Facharztverband ist eine fachübergreifende Verbindung niedergelassener Ärzte. Wir sammeln die Interessen der Fachärzte als niedergelassene, freiberufliche Ärzte. Wir sehen den Arzt natürlich auch als Unternehmer. Jeder von uns hat ein Unternehmen und wir kümmern uns insbesondere auch um die berufspolitischen und auch die wirtschaftlichen Belange der niedergelassenen Fachärzte. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders auch bei unseren Sponsoren bedanken. Und wie Sie gesehen haben, haben wir jeden Interessenskonflikt vermieden. Wir haben keine Pharmafirma eingeladen. Wir haben ausschließlich mit unverfänglichen Unternehmen eine Unterstützung, ein Arrangement oder eine Kooperation getroffen, die jeder Facharzt benötigen kann. Ein Auto, einen Bau, ein Telefonieunternehmen, das ist unverfänglich, das gibt keine Interessenskonflikte. Und ich freue mich, dass wir eine so zahlreiche Unterstützung gefunden haben. Ich möchte hier insbesondere auch unseren Sponsoren danken. Ich möchte dieser Veranstaltung ein gutes Gelingen wünschen, hoffe, dass wir daraus wertvolle Aspekte mitnehmen und dass es ein Start zu einer Serie werden könnte. Und möchte mich auch bei den Unterstützern ganz herzlich bedanken, bei den ehrenamtlichen Helfern des Bayerischen Facharztverbandes, insbesondere aus den Reihen des Vorstandes, ganz besonders bei Dirk Potempa, der hier die ganze Technik gemacht hat, bei Gernot Petzold, der als Schatzmeister den Daumen drauf gehalten hat, natürlich bei Frau Dr. Enger aus der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, die uns hier stark unterstützt hat, an unsere Mitarbeiterin Julia Lukas, an alle Helfer und insbesondere hinten steht unser Marketingmacher, an Herrn Trummer von der Firma Incognito, die uns hier hervorragend unterstützt hat und das ganz, ganz toll vorbereitet hat. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen interessante Gespräche und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.